for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Das ist wahr. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Sing das über deinem Leben. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. And I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. Yes, I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. Ich möchte zum Anfang einen längeren Bibeltext vorlesen aus Timotheus, Kapitel 2, Vers 1 bis 6. Und das ist ein mega cooler Vers. Da sagt Gott, am wichtigsten ist aber, dass die Gemeinde beständig im Gebet bleibt. Also, dass wir nicht aufhören, eigentlich den Gott im Himmel anzurufen. Betet für alle Menschen. Bringt eure Bitten, Wünsche und eure Anliegen und euren Dank für sie vor Gott. Also Gott sagt der Kirche Jesus, betet für Menschen, bringt ihre Wünsche und Anliegen. Weil wenn wir oft für Menschen, die vielleicht in der Not sind, unsere Hände erheben, dann sagen wir zu Gott im Himmel, du bist der allmächtige Gott. Und es ist kein Problem für dich, vom Himmel her Wunder zu bewirken. Das heißt weiter, betet besonders für alle, die in die Regierung und Staat und Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber. So soll es sein und so gefällt es Gott, unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Es gibt nur einen einzigen Gott und nur einen einzigen, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt und Frieden schafft. Und das ist der Mensch, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld hingegeben, um uns alle aus der Gewalt des Bösen zu befreien. Diese Botschaft soll nur verkündet werden, denn die Zeit, die Gott festgelegt hat, ist gekommen. Ich möchte dich einladen, hier im Club und auch online, wo auch immer du gerade bist, einfach mal deine Hände so in den Himmel zu erheben. Und das ist so ein Statement, das ist nicht ein charismatisches Statement, das machen sie auch, aber es ist ein Statement. Ich strecke meine Hände aus zu diesem Schöpfer Gott, von dem alle Wunder kommen, von dem alles Leben kommt. Gott, wir legen diesen Abend heute dir hin. Wir haben es nicht vorbereitet, diesen Abend, was alles genau kommt. Aber du hast viele Dinge heute Abend auf deinem Herzen, für das wir beten sollen. Und ich möchte dich bitten, dass die Lieder, die Gebete, die geistlichen Impulse, auch die Chats, alles was abgeht in der nächsten einer Stunde, dass du Wunder bewirkst. Weil wir kommen als eine Gemeinde zu dir. Und wir sind auch der Tempel des Heiligen Geistes. Und bringe den Himmel jetzt runter auf diese Erde in mein Leben. Dein Reich komme und dein Wille geschehe wie im Himmel auf dieser Erde. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der hört. Du bist ein Gott, der fühlt und spürt und mitdenkt. Und immer wenn wir unsere Hände erheben und beginnen, das zu beten, wir verändern die Atmosphäre. Ist das gewusst? Worship verändert die Atmosphäre. Es verändert die unsichtbare und die sichtbare Welt. Und ich sage, ich weiß nicht, was für einen Tag du heute gehabt hast, aber ich sage, alle unsere Probleme, Sorgen, Laune, was auch immer du gesagt oder nicht gesagt hast, alles legen auf die Seite.
Und wir stellen dich, Jesus, in das Zentrum von meiner Seele, von meinem Körper und auch von meinem Geiste. Ich möchte jetzt bitten, dass du ganz kurz einfach Jesus mal einfach dein Herz ausschüttest. Ich finde es immer einfacher, mal mein Herz auszuschütten, das, was mich vielleicht bedrückt und so. Weil wenn das mal dann weg ist, dann habe ich oft den Power, auch für andere Menschen zu beten. Wir werden heute Abend für unsere Familien beten. Es ist eine Family Prayer Night heute Abend. Aber bevor wir das tun, schütt doch auch mal ganz kurz deine Seele aus, das, was dich bedrückt oder das dich nervt. Und dann sind wir ready, heute Abend so richtig mit Feuer, mit Leidenschaft am Thron Gottes heute Abend anzudocken. Father in heaven, your name lives forever. Your kingdom shall come down, and your will be done. You are our provider, you know what we need, and forgive us our faith. Komm, wir singen das nochmals auf Deutsch. Vater im Himmel, dein Name für immer, dein Königreich komme, dein Wille geschieht. Du bist der Versorger, du weißt, was wir brauchen. Wir wollen vergeben, so wie du vergibst. Wir wollen mehr von dir sehen. Versuchung bist du uns vor Augen, denn du bist Erlöser, ein Retter in Not. Dein ist das Reich und die Kraft und die Ehre für immer und ewig. Amen. Wir wollen mehr von dir sehen. Lass deine Herrlichkeit regnen. Wir wollen mehr von dir sehen, mehr von dir, mehr von dir. Wir wollen mehr von dir sehen, ja, wir wollen. Lass deine Herrlichkeit regnen. Wir wollen mehr von dir sehen, mehr von dir, mehr von dir. Das ist unser Gebet. Wir wollen mehr von dir sehen. Mehr von deiner Stärke. Mehr von deiner Gegenwart.
Sing, wir glauben fest. Wir glauben fest. Wir glauben fest. Wir glauben fest. Unser Vater ist Liebe. Wir glauben fest. Wir glauben fest. Wir glauben fest. Unser Vater ist Liebe. Wir glauben fest. Wir glauben fest. Wir glauben fest. Unser Vater ist Liebe. Wir glauben fest. Wir glauben fest. Unser Vater ist Liebe. Wir wollen mehr von dir sehen. Lass deine Herrlichkeit regnen. Wir wollen mehr von dir sehen. Mehr von dir. Mehr von dir. Wenn wir für unsere Familien beten, dann beginnen wir heute Abend doch gerade mit dir selber, mit mir selber. Ich möchte, dass wir mit uns beginnen. Und zwar, als ich meine Augen zugemacht habe in der Worship, dann wurde mir bewusst, Gott hat dich geformt im Leibe deiner Mutter. Das war die Hand Gottes. Wir sagen ja oft, die Hand Gottes beschützt uns, die Hand Gottes umgibt uns, die Hand Gottes segnet uns. Aber es ist die gleiche Hand Gottes, die kunstvoll, sorgfältig dich gebildet hat, wie du bist. Wieso sage ich das? Weil oft sehen wir unsere Schwächen, unsere Charaktereigenschaften, die vielleicht noch nicht so ganz erlöst sind, oder der alte Adam oder das alte Fleisch, sagt jetzt die Bibel, kommt immer wieder zum Vorschein. Aber ich möchte jetzt mal ein paar Augenblicke einfach Gott Danke sagen, dass er dich geformt hat. Natürlich hätte ich auch noch ein paar andere Dinge, die ich in meinem Körper, die ich Gott sagt, hätte es noch anders machen können. Er hat ausgewählt, er hat geformt. Ich habe nicht geformt. Und es beginnt, wenn wir für Familie beten, es beginnt, dass wir Danke sagen, dass Gott, der Schöpfer, mich geformt hat, mich gemodelt hat, mich gewollt hat. Und sag Gott einfach Danke für dein Leben, für den Fingerabdruck Gottes in deinem Leben. Und jede Person ist begabt. Jede Person hat Fähigkeiten. Es gibt keinen Menschen, der nicht irgendwo fähig ist. Und das bedeutet, Gott hat dir Talente gegeben. Hast du schon 100-mal gehört, aber lass uns nicht auf das schauen, was wir nicht haben. Lass uns nicht auf das schauen, wo wir Fehler machen, sondern lass uns auf das schauen, an das Göttliche, das Gott in uns hineingelegt hat. Und der Rest hat Jesus für uns gestorben am Kreuz. Und lass uns einfach mal Danke sagen. Danke für dein Leben. Sag ihm Danke, dass Gott dich gewollt hat. Du bist kein Zufall. Gott hat auch die Familie ausgesucht, wo du geboren wirst. Sogar den Ort hat er ausgesucht. Zum Glück konnten wir das nicht aussuchen. Er hat es für uns ausgesucht. Gott ist souverän. Und sagen manchmal Leute, ja, was ist denn mit denen, die aufwachsen in einem Land in Hunger? Auch denen begegnet Gott genauso, wie er mir auch begegnet. Gott ist der gleiche. Der ist fair. Gottes Gegenwart ist unabhängig von den Umständen, sondern Gott hat gewusst, was er gemacht hat. Sag ihm Danke. Weil Danke bedeutet, dass wir Gott ehren. Und es ist wie ein Wohlgefallen, ein Wohlgeschmack, der Gott in die Nase steigt. Hast du es gewusst? Wenn wir ihm Danke sagen, das ehrt Gott. Das kitzelt Gott im Positiven. Ich spreche aus in meinem Leben, ich bin gewollt. Du bist gewollt von Gott. Du bist nicht ein Zufallsprodukt der Laune der Natur, sondern Gott hat dich gewollt. Und Gott hat dich befähigt. Du bist mehr fähig, als du denkst. Und Gottes Gnade ist in deinem Leben gewaltig. Gnade heißt, wir haben es nicht verdient. Wir haben diese Liebe nicht verdient. Du warst wie das verlorene Schaf. Und stell dir mal vor, Gott hat 99 Schafe liegen gelassen für dich und für mich,
für ein Schaf. Das macht keiner in der Wirtschaft. Das macht man nicht. Man denkt, ja, das eine spielt doch keine Rolle. Nee, er ließ alles stehen. Er hat die verlorene Münze gefunden. Er hat den verlorenen Sohn, die verlorene Tochter entgegengerannt. Das warst du. Er hat sich blamiert, der Vater. Aber ihm war es wichtig, dass wir nach Hause kommen. Und du hast eine gewaltige Zukunft. Und der Heilige Geist wohnt in dir. Du bist versiegelt mit dem Geist Gottes. Und die Freude im Herrn ist meine Stärke. Und mit meinem Gott werde ich über Mauern springen. Und die Güte und Gnade des Herrn hat kein Ende in meinem Leben. Und ich bin nicht definiert durch was ich tue. Ich bin definiert, wer ich bin. Und ich bin ein Sohn des allmächtigen Gottes. Ich bin eine Tochter des höchsten Gottes, gekrönt mit einer Krone. Ein weißes Gewand der Herrlichkeit von Jesus. So sieht Gott dich. Rein gewaschen vom Blut von Jesus Christus. Auserwählt, befähigt und befördert und unterstützt und beschützt im Namen von Jesus. Und zähl das selber auf in deinem Leben. Sprich das aus, die Wahrheiten Gottes. Im nächsten Song sprich es aus, wie Gott dich sieht. Sprich das aus, das ist Worship, das ist Anbetung. Das ehrt Gott, so wie uns Gott sieht. Und alles, was ich bin, gehört nur dir. Alles, was ich bin, verdanke ich dir. Alles, was ich bin, gehört nur dir. Alles, was ich bin, verdanke ich dir. Danke, Jesus. Danke, Vater. Wir wollen mehr von dir sehen. Lass deine Herrlichkeit regnen. Wir wollen mehr von dir sehen. Mehr von dir. Mehr von dir. Ich möchte auch euch im Chat fragen, für was bist du dankbar, wie du bist? Vielleicht ist es nur eine Sache, aber wenn du das aussprichst, das hat so einen Power. Und schreibt es in den Chat rein, auch hier live. Überlegt euch, was ist die eine Sache, für was bist du dankbar? Ich bin mega dankbar, dass ich von Natur aus ein sehr optimistischer Mensch bin. Ich sehe immer Möglichkeiten. Das war schon als Kind immer so, hat meine Mutter manchmal an den Anschlag gebracht, aber ich sehe immer Möglichkeiten. Wenn etwas nicht funktioniert, dann sage ich, gut, dann gibt es aber 8 andere Optionen. Das ist so mein Naturell. Und stell dir mal vor, jetzt kommt noch der Heilige Geist dazu und das macht es dann manchmal sehr interessant. Und ich werde dich einfach bitten, sag Gott Danke für das eine, du findest, das ist wirklich, also ohne stolz zu werden, versteht ihr? Aber manchmal muss man sagen, die eine Sache, die ist wirklich grandios in meinem Leben, das hat Gott gut gemacht. Und das löst was aus im Herzen. Also sprich das aus, schreib es in den Chat rein und auch hier live. Sprich das aus über deinem Leben. Dass eine Sache sagst, oh mein Gott, das ist wirklich brillant. Gott hat dich brillant gemacht, versteht ihr? Und man sieht immer das, was man nicht hat. Und man muss manchmal das sehen, was man hat. Dann merkst du plötzlich, das ist mehr, als ich gedacht habe.
I can't control what tomorrow will bring, but I know here in the middle is the place where you promised you'd be. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? As I walk now through the valley, let your love rise above every fear. Like the sun shaping the shadow, in my weakness your glory appears. Sing that out. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Oh, I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all that I want, 'cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Ich für eine Minute hast du uns im Stich gelassen. Sing not for a minute, and not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, trouble to awaken. The Lord is in this place. Let's sing it. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, drive us to awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Wir haben gesungen, die trockenen Knochen möge Gott erwecken. Wir wollen jetzt für unsere Familie beten, für die Freundin. Ich habe einen Vers aufgeschrieben, Römer 8, Vers 27. Und vielleicht in den nächsten paar Augenblicken sagst du vielleicht, es fällt mir mega schwer zu beten für meine Eltern. Nicht jeder hat eine gleich gute Kindheit erlebt, die einen positiv, dann ist es mega einfach für deine Eltern zu beten, für die Familie. Aber der Vers sagt uns, und Gott, der unsere Herzen durch und durch kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn im Gebet vertritt der Geist die Menschen, die zu Gott gehören, so wie Gott es möchte. Und es kann sein, dass dir die Worte ausgehen, für deinen Vater zu beten oder die Worte ausgehen, für deine Mutter zu beten, weil vielleicht zu viele Dinge geschehen ist, dann bet doch einfach im Heiligen Geist. Du kannst auch in Zungen beten, dann betet der Heilige Geist in dir, was gebetet werden muss, und du verstehst es zwar nicht, aber es macht einen Unterschied in der sichtbaren, in der unsichtbaren Welt. Wir haben es gesungen, dass die toten Knochen Gott erweckt. Und ich möchte beginnen mit dem Vater. Vielleicht hast du einen Vater, der glaubt an Jesus. Vielleicht hast du einen Vater, der glaubt nicht an Jesus. Vielleicht hast du einen Vater, der ist gläubig, aber nicht mehr so on fire.
was jetzt auch immer der Status ist von deinem Vater, lass uns jetzt in den nächsten Augenblicken beten, dass Gott, dein Vater, das Herz erweckt, dass zum Glauben an Jesus Christus findet oder wieder erweckt wird für Jesus oder wieder sein Leben auch in Kontrolle mit Gott bringt oder dass Gott einfach nochmals prophetisch etwas hineinspricht, wo nochmals so einen neuen Schwung für deinen Vater bringt. Lass uns jetzt einfach ganz konkret, wo auch immer du jetzt bist, auch hier im Setting, für deinen Vater beten. Und du weißt, was auf deinem Herzen ist, wenn du sagst, das ist mir zu nahe, dann bete einfach im Geist Gottes und dann wird er das beten, was gebetet werden muss. Und es hat einen Power, wenn wir zusammen für unsere Väter beten. Wir brauchen eine Nation von starken geistlichen Vätern, die on fire sind für Jesus, die nicht einmal on fire gewesen waren in der Teenagerphase, die jetzt on fire sind. Und wir können das ändern im Gebet, dass Gott die Person erweckt, zum Glauben findet, was auch immer. Lass uns die nächste Gebetswelle nehmen für deinen Vater. Du bist der himmlische Vater, der einzigartige Vater aller Vaterschaft. Und ich bitte dich für die Väter, dass sie Vaterschaft wieder einnehmen können, dass sie befreit werden von ihren Sorgen, von ihren Schuldgefühlen, von ihren Ängsten. Dass dort, wo sie zäh und hart geworden sind, der Heilige Geist hineinkommt und frei macht, befreit zur Vaterschaft, zur Kraft, zur Heiligkeit. Danke, Vater, dass du heilige Väter neu erwecken willst. Erwecke die Herzen der Väter und der Mütter, dass der neue Geist, dass der Geist Gottes durch unser Land zieht. Danke vielmals, Jesus. Amen. Vater, ich stehe hier als Stellvertretung für all diese Mütter, die ihre Verantwortung nicht übernehmen konnten. Ich stehe hier für die Mütter, die keine Liebe hatten, für ihre Kinder, die kein Vorbild waren. Aber du bist in ihrem Leben. Du machst den Unterschied. Du stehst in den Riss. Und ich danke dir, Vater, dass du einfach die Frauen jetzt umarmst, die keine Mutter hatten, die niemand einfach als so wie die Muttermilch trinken durften. Aber du bist da. Und ich danke dir, Vater, dass du genau jetzt zu all diesen Frauen gehst, die einen Mangel hatten. Ich danke dir, Vater, dass du ihre Herzen voll machst mit deiner Liebe, mit deiner Zuversicht und mit deinem Ja zu jeder Frau. Danke vielmals. Amen. Has to bow before the great I am.
I stand. All my life surrendered. 'Cause you are good and you are God. You alone deserve my praise. So here I am. I praise you in my midnight. 'Cause you are good and I believe you will make a way for me. Here I stand. All my life surrendered. 'Cause you are good and you are God. You alone deserve my praise. Yes, you alone. Ja, was ich glaube ist, wenn wir Gott anbeten, in dieser Anbetung, dann verändert Gott unser Herz, unsere Sicht. Und manchmal ist das das Einzige, was wir tun können. Einfach Gott anzubeten. Ohne viel Worte, einfach mit viel Herz. And to worship you, I'll live. To worship you, I'll live. I live to worship you. Ist alles, was wir tun können. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. Oh, to worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. It's all I'm living for. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you, my God. For who you are. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. Wir haben gebetet für die Väter, für die Mütter und jetzt möchte ich beten ganz speziell. Vielleicht gibt es so Familienmuster in deiner Familie. Im Chat haben Leute geschrieben, es gibt so viel Streit in unserer Familie, Ehebruch in unserer Familie, Alkohol in unserer Familie, Missgunst, Gier, Geiz. Das hört nicht mehr auf, wenn ich die Chats durchlese. Und nicht jeder von uns und nicht jede Person ist in einer Familie groß geworden, wo man sagt, das war eine Wohlfühloase. Und weißt du, was der Punkt ist? Im Gebet können wir Dinge ändern. Im Gebet können wir die Geschichte, die einmal gewesen ist, stoppen und sagen, im Namen von Jesus Christus, ich stoppe den Streitgeist, ich stoppe das Alkoholproblem, ich stoppe Missbrauch in meiner Familie und ich sage, ab jetzt schreiben wir nochmals eine neue Seite. Und ich möchte jetzt einfach bitten, dass du, wo auch immer du bist, auch hier im Club, wenn wir jetzt für das beten, dann werde ich immer auch laut, emotional, weil ich finde, manchmal muss ich meiner Seele sagen, was auch immer passiert ist, Gott hat Größeres vor. Und was geschehen ist, muss nicht meine Zukunft sein. Und ich bin nicht mein Vater, ich bin nicht meine Mutter, ich bin dankbar für meine Mutter, ich bin dankbar für meinen Vater, aber Gott hat mir ein neues Leben gegeben und ich kann und ich werde meine Geschichte mit Gott anders schreiben. Versteht ihr? Und ich möchte jetzt wirklich bitten, erheb deine Stimme und zerbrich jetzt diese Flüche,
diese Muster in deiner Familie. Nenn es beim Namen. Sag Geist des Streites oder Geist vom Stolz oder Geist vom Missbrauch, Geist von der Scheidung oder Geist vom Geiz. Wir sagen dir, wir befehlen dir im Namen von Jesus Christus. Du gehörst nicht in meine Familie. Du bist nicht willkommen. Du bist nicht unser Fundament. Du bist nicht unsere Substanz. Und ich löse mich im Namen von Jesus Christus von all diesen Dingen. Und ich bitte dich, Gott, erbarme dich um meine Familie. Gott, erbarme dich meiner Familie. Sei uns gnädig. Gott, sei uns gnädig. Rechne unsere Schuld, unsere Sünden uns nicht an. Gott, wir haben es nicht verdient, aber erbarme dich unserer Familie, meiner Verwandtschaft. Du brauchst das Erbarmen Gottes. Wir brauchen diese Gnade von Gott. Wir haben es nicht verdient. Wir haben es um keinen Fall verdient. Es ist nicht durch Leistung, nicht durch Heer oder Macht, durch den Geist Gottes. Gott, erbarme dich meiner Familie. Gott, sei uns gnädig. Gott, rechne unsere Sünden, rechne unsere Schuld uns nicht an. Wasche unsere Familie mit dem Blut von Jesus Christus. Und ich stelle mir vor, dass das Kreuz von Jesus stelle ich in die Mitte in meiner Familie hinein. Das kannst du im Geist wie machen. Du sagst im Geist, ich stelle das Kreuz von Jesus jetzt in unsere Wohnung, in das Haus hinein. Und von diesem Kreuz kommt kein Streit. Von diesem Kreuz kommt keine Krankheit. Von diesem Kreuz kommt keine Niederlage. Von diesem Kreuz kommt keine Bitterkeit. Von diesem Kreuz kommt nicht ein verletztes, bitteres Herz. Von diesem Kreuz fließt Heilung. Von diesem Kreuz fließt heilendes Öl. Von diesem Kreuz fließt Neuanfang. Von diesem Kreuz fließt, was Minus ist, wird zu einem Plus in deinem Leben. Das ist das Statement von diesem Kreuz. Was der Feind gedacht hat, das Evangelium hat ein Minus bekommen. Jesus ist tot. Dann wurde es zu einem Plus. Nach 3 Tagen stand Jesus von den Toten auf. Hat jede Macht gebrochen. Zeitraum hat er alles gebrochen. Und ich stelle dieses Kreuz Jesus in meine Familie. Und deine Familie hat einen Namen. Es gibt einen Stammbaum. Und dieser Stammbaum, die nächsten Äste, die wachsen gesund. Die wachsen knusprig. Sie wachsen stark, weil sie sind gegründet in meinen Jesus. Wenn du jetzt eine Bibel hast oder auch hier, ich möchte dich jetzt ganz kurz bitten, Kolosser Kapitel, schon nachschlagen, Kolosser Kapitel 2, Vers 7 zu lesen. Kolosser 2, Vers 7, ich schreibe das ganz kurz in den Chat hinein. Und die Band kann weiterspielen und lies mal diesen Vers vor, du kannst auch googeln. Kolosser 2, Vers 7. Und es ist ein Statement, den ich über unsere Familien ausrufe. Kolosser 2, 7. Wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus fest verwurzelt sein. Und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Jetzt kannst du da deine Familie einsetzen. Wie ein Baum in der Erde, so soll meine Familie in Christus fest verwurzelt bleiben. Und nur er soll das Fundament meiner Familie Bicker, meiner Familie Hoffmann, meiner Familie Vögeli oder meiner Familie Aprile, Ernest Aprile. Ja, setzt seinen Namen von der Familie ein. Haltet fest an dem Glauben. Meine Familie Bicker haltet fest am Glauben. Niemand von uns kehrt Gott den Rücken. Nein, wir ziehen den Lauf weiter. Versteht ihr, das ist Gnade. Es braucht immer Gnade. Aber spricht doch das mal aus, so wie es sich Gottes vorstellt und wünscht. Nicht wie die Realität ist. Und man euch auch lehrte.
Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm gar nicht genug Danke sagen. Also wir sind heute Abend noch gar nicht diesen Punkt, dass wir schon genug Danke gesagt haben. Also setze da deine Familie ein, den Namen ein und sprich Kolosser 2, Vers 7 jetzt aus. In deinem Wohnzimmer, in dein Haus, in deine Stube. Sprich das aus. Fundiert in Gott. You make all things new. wenn wir den Segen über unsere Familien aussprechen. In meiner Familie war ich die erste Person, die eine zum Glauben an Jesus gefunden hat. Meine Mutter hat mir das Evangelium so richtig einmassiert, aber ich war das Erste in der Familie, die Jesus angenommen hatte. Und ich war manchmal so alleine gewesen und ich habe dann meinen Bruder zum Glauben geführt und meine Schwester. Und einer ist immer der Erste, der eine Familie umschreibt. Und ist bist vielleicht die erste Person, die die Fackel hochhält für das Evangelium in deiner ganzen Verwandtschaft. Und ich möchte dich jetzt einfach bitten, sprich diese Fackel, das Evangelium auch aus über deine Verwandtschaft, über den Stammbaum von deinem Leben. Gott ist ein Generationengott, der Gott vom Abraham, vom Isaac und auch von Jakob. Gott denkt in Generationen und spricht das aus und sagt, der Stammbaubicker ist verwurzelt in diesem Gott im Himmel. Und wir werden diesen Namen Gottes alle Ehre geben. Was auch immer gewesen ist, aber das wird geschehen, weil das Evangelium ist stärker als alles andere. Sprich das aus, proklamier das über deine Familie. Sprich es aus. Sprich es aus. Sprich es aus im Namen von Jesus. In the name of Jesus. Was tot ist, wird lebendig. Was eingeschlafen ist in deiner Verwandtschaft, möge erweckt werden durch den Geist Gottes. Und wir sind eine geisterfüllte Familie, wo der Geist Gottes regiert und der Geist Gottes uns leitet und der Geist Gottes unsere Kraftquelle ist, unsere Freude ist, unsere Energie ist, unser Siegel ist. Du bist versiegelt mit dem Geist Gottes, nicht mit irgendetwas. Hey, das ist unser Eintrittsbillett in den Himmel. Das Siegel vom Geist Gottes, wir gehören zu diesem Lamm Gottes, zu dem himmlischen Thron Gottes. Manchmal sagen Leute, ja, wenn man das so ausspricht, ist man arrogant. Du musst nicht das aussprechen, wie es ist, sondern wie es sein soll. So wie Gottes Möglichkeiten Dinge sieht. Wir haben Kraft. In unseren Worten liegt Power. Was du aussprichst, hat einen Power in der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Und manchmal müssen wir Dinge aussprechen und dann kommt die Seele hinterher. Darum spricht es aus, wie Gott Dinge sieht. Der Rest folgt.
what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Yes, you do. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Today I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. It's not you. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. Yes, you do. You turn it for You turn it for good. 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 That's why you do. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Yes, I know. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Ich war auch so eine Person, die in der Familie als erste Person zum Glauben gekommen ist. Und da sind ganz viele Verletzungen sind vorausgegangen. Und ich habe wirklich, also ich habe gelitten, bis wirklich ich Jesus durch mein ganzes Herz durchlassen konnte. Und ich sehe so vor meinem inneren Auge, sehe ich so Personen, die so Lügen glauben. Aus mir wird eh nichts, oder ich kann wirklich den Lauf nicht bis zum Ende vollbringen, oder ich habe nichts zu sagen. Und ich möchte mit diesen Leuten beten, die so diesen Lügen glauben. Vater, ich danke dir, dass du genau dort hineinkommst, dass diese Lügen, die in Wahrheit umdrehst, dass du sagst, das ist nicht die Wahrheit ist, du hast etwas zu sagen, ich habe dich auserwählt, ich sehe dich und ich meine dich. Danke, Vater, dass du wirklich gute Absichten mit jedem von uns hast. Und ich sehe, wie so Personen auf einer Lügenmauer sitzen oder stehen, ich sehe beides. Und Gott sagt, spring herunter, es hat nichts mit dir zu tun. Du stehst auf falschem Boden. Spring. Und ich spreche jetzt uns allen zu, dort wo wir falschen Sachen geglaubt haben. Spring und Jesus fängt auf. Jesus hält die Arme offen und sagt, komm in meine Arme. Und ich danke dir für dieses Riesengeschenk. Amen. There's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. I'm backing down from any giants. I know how this story. Komm, singen wir das nochmal. There's power. There's power in the mighty name of Jesus.
see where I win. I'm not backing down from any trial. 'Cause I know how this story ends. Sing das nochmal. There's power in the mighty name of Jesus. Everyone here wait to see where I win. I'm not backing down from any trials. No, no, no. 'Cause I know how this story ends. I know. 'Cause I know how this story ends. And I'm gonna see the victory. I'm gonna see the victory. For the battle belongs to the Lord. I'm gonna see the victory. I'm gonna see the victory. For the battle belongs to the Lord. Komm, wir proklamieren das nochmals zum Schluss. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. That's what you do. Turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. Oh my God, you turn it for good. How great you are! How great you are! You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Right now, I'm gonna see the victory. I'm gonna see the victory. For the battle belongs to the Lord. I'm gonna see the victory. I'm gonna see the victory. For the battle belongs to the Lord. Wir werden einen Sieg sehen. Und ich möchte zum Anfang, zum Ende heute Abend, also am Anfang geht immer so schnell vorbei, darum habe ich gesagt am Anfang, dass wir vielleicht unsere Hände so ausstrecken. Ich möchte dich segnen. Wenn du Single bist, ich segne dich für eine Partnerschaft, dass Gott Menschen in dein Leben bringt, wo du merkst, das bereichert dein Leben. Ich bete für eine Partnerschaft. Ich bete, wenn du befreundet bist, einfach, dass die Hand Gottes, den Segen Gottes mit euch ist. Ich bete für deine Verlobung, wenn du verheiratet bist. Ich bete für deine Ehe. Ich bete, wenn du kinderlos bist, dass Gott dich fruchtbar macht. Ich bete jetzt, dass der Geist der Fruchtbarkeit in dich hineinkommt. Ich löse diesen unfruchtbaren Geist in dir und ich sage, du bist fruchtbar im Namen von Jesus Christus. Und ich segne deine Kinder und ich segne auch die Menschen, die einen Menschen verloren haben, die jetzt verwitwet sind. Ich segne dich, dass der Trost Gottes dich tröstet und dich umgibt von allen Seiten. Ich segne einfach deine Familie, dass das, was der Feind benutzt hat, um Krankheiten und Niederlage hineinzubringen, das haben wir heute Abend niedergerissen, zerstört im Namen von Jesus, als nichtig deklariert. Und wir sagen, der Sieg Gottes, die Flagge Gottes weht über unsere Familie, über unsere Verwandtschaft, über diesen Stammbaum, weil meine Familie ist gegründet in Jesus Christus. Und ich segne dein Leben im Namen des Vaters, im Namen von diesem Sohn von Jesus Christus und auch in der Kraft des Heiligen Geistes. Herr, ich möchte dich bitten, wenn du
irgendjemanden kennst, du denkst, das Gebet wäre mega cool. Es ist manchmal so einfach eine Connections zu schicken, ist ja kostenlos, gratis. Ich freue mich, euch morgen Abend wiederzusehen. Wenn du da bist, wäre mega cool. Hast du nicht den YouTube-Kanal abonniert, ganz einfach abonnieren, weil die Glocke wird dich dann daran immer erinnern, hat meine Frau gesagt, was das nächste ist. Hey, vielen Dank auch der Band. Lass uns Applaus geben. Der Band, der Technik und auch... Und jetzt dürft ihr online den Leuten Applaus geben, die das Vorrecht gehabt haben, hier drin zu sehen. Hört ihr die mega lauter Applaus? Ich höre es. Und wir hier applaudieren für euch. Danke, dass ihr dabei gewesen seid, wo auch immer. Come on. God bless you und ciao zusammen. Tschüssi. Ciao, ciao. Tschüss. Mitmachen, reinlehnen, mit Maske, ohne Maske, spürt, viele sind wieder. Ja.